Jolly Flight, herzlich willkommen für eine neue Emission, ein Blick auf Europa, hier im Dock. Ich wollte euch heute ein paar Sujets über den Transport bringen. Das heißt hauptsächlich über TEN-T, das sind transeuropäische Verkehrsnetze. Und das ist seit den europäischen Eisenbahn- oder Transportmarkt ist schon am Traité von 1957, geht schon davon aus, mit hat gedauert bis 1992, bis am Traité von Maastricht, bis man wirklich richtig auf die Idee kommen, sie für die Pisten noch weiter zu verfolgen. Was sind die vier Ziele davon? Die vier Ziele sind erstens eine wirtschaftliche Entwicklung von Europa, das zweite ist regional eine bessere Wettbewerbsfähigkeit zu kreieren, auch noch eine soziale Kohäsion und dann natürlich auch eine nachhaltige Umweltpolitik. Das sind Ziele von denen TEN-T, und ich bin hier bei mir am Plateau meinen Kollegen Mathieu Grosch. Mathieu Grosch, wir werden uns auf Deutsch unterhalten, kommt aus Ostbelgien, ist mein Kollege, früherer Koordinator unseres Transportausschusses, der EVP. Und ich begrüße ihn, er ist jetzt zum Koordinator genannt worden für den Korridor aus dem Norden von Deutschland durch Tschechoslowakei, durch die Tschechei, wie sagt man es? Tschechische Republik, ja, Entschuldigung, Tschechische Republik. Und dann über Österreich, Ungarn, Rumänien bis nach Athen. Sie sehen, das ist ein sehr großer Korridor mit vielfältigen Problemen. Und was hat das jetzt eigentlich so auf sich, diese Korridore? Was sollen die bewirken und was ist genau deine Aufgabe jetzt? Ja, zum einen mal, was die Korridore anbelangt, das Ziel ist, dass man aus Europa ein einheitlicheres Verkehrsnetz macht und somit die Leute besser verbindet, aber auch, was Warentransport ist, das effizienter zu gestalten. Und wir sind insgesamt 9 Koordinatoren, die auf große Achsen in Europa tätig sind, um dort einmal zu analysieren, warum funktioniert eine Verbindung zwischen 2 Ländern nicht, warum kann man von einer Achse, und ich nehme mal meine Achse von Hamburg bis Athen, kann man zum Beispiel mit dem LKW ganz problemlos fahren. Wie ich immer sage, man braucht nur 3 kleine Mautgeräte verschiedener Art, aber das ist ja noch nicht so schlimm. Aber wenn ich mit dem Zug fahren möchte von Hamburg nach Athen, dann muss ich 5-mal die Maschine wechseln, weil einmal Diesel, einmal Strom. Ich habe 7erlei Sicherheitssysteme. Der Zug, der dort fährt und wenn von einem Land zum anderen, um sich anzupassen und diese Prozeduren der Anpassung genehmigt bekommt, kostet diese Lokomotive allein fast 1,5 Millionen Euro mehr durchschnittlich. Das bedeutet, wir haben leider Gottes zwar die Grenzen teilweise wegbekommen, aber es bestehen noch sehr viele technische Grenzen und wo die Bahn besonders im Nachteil liegt, weil die Länder noch sehr stark eine nationale Politik der Bahn geführt haben und nicht so stark eine europäische. Und unsere Aufgabe ist zu sehen, wie kann ich morgen die großen Städte in Europa, die Häfen in Europa verbinden, um diesen Warenaustausch zu verbessern, indem es effizienter wird, indem es auch umweltgerechter wird. Und man weiß, dass die Binnenschifffahrt zum Beispiel und die Bahn weniger CO2 verbrauchen pro Tonne und auch pro Passagier als die Straße und die Flugzeuge. Also ist diese Politik ausgerichtet auf Effizienz, auf Umwelt und selbstverständlich auch auf wirtschaftliche Entwicklung, was in der Effizienz mit drin ist. Jetzt ist das ja zusammen vor 2 Jahren mit den Mitgliedstaaten zusammen diese Korridore, diese transeuropäischen Verkehrsnetze, diese Pläne, diese Leitlinien sind ja festgelegt worden. Glaubst du, dass die Mitgliedstaaten wie so oft nach und nach kein Interesse mehr daran finden, trotzdem ihre eigenen Vorstellungen durchwinken, kein politischer Wille mehr da ist? Oder wie kann man das beeinflussen? Hast du da Verhandlungsspielraum? Hast du Entscheidungsgewalt? Wie sieht das aus? Der große Unterschied zwischen dem, was wir noch zusammen vor 2 Jahren entschieden haben mit den Richtlinien, aber auch, dass wir dabei mit den Richtlinien haben wir einen Finanzfonds entschieden. Dieser Finanzfonds ist im Haushalt der EU festgelegt und was Jean-Claude Juncker jetzt vor kurzem vorgestellt hat, dass man ein Investitionsprogramm machen muss für Europa, würde ich sagen, dass unser Fonds mit 26 Milliarden Euro, der festgeschrieben ist von 2000
2014 bis 2020, dass der meines Erachtens eines der effizientesten Mittel sein wird in der Planung von Jean-Claude Juncker. Warum? Früher konnten wir, ich wohne nicht weit von Aachen, ich habe die Schnellzugverbindung gekannt in der Entstehung zwischen Paris, Brüssel, Brüssel-Köln. Und dafür wurden zum Beispiel die Studie für so eine Arbeit, sie wurde finanziert mit 50%. Und der Gros der Kosten, 90%, war nicht finanziert. Jetzt können wir mit diesen Mitteln zum Beispiel, und besonders in den Ländern, die wirtschaftlich schwächer sind, was wir die Kohäsionsländer nennen, nehmen wir ein Beispiel Griechenland. Wir haben zum Beispiel auf dem Korridor jetzt in Griechenland ein interessantes Projekt vom Süden, von Athen bis hin rauf nach Thessalonika und dahinter dann die grenzüberschreitende Bahn dann auch in Richtung Bulgarien. Diese Projekte für ca. 520 Millionen werden mit 80% von der EU unterstützt. Also das ganz Neue ist, dass wir nicht nur reden, dass wir nicht nur Studien bezahlen, sondern wir können auch diese Projekte unterstützen und wir sind überzeugender. Man muss es wissen in der Politik, man kann viel Theorie machen, aber wenn man ein bisschen Geld hinzugibt, dann geht das immer etwas schneller. Jetzt ist es natürlich ein Anliegen von uns als Parlament, da irgendwie, es ist ja nicht kein legislativer Prozess, das heißt, wir können ja nicht eine Gesetzgebung schaffen, aber wie können wir da mit eingebunden werden und gibt es da regelmäßige, sage ich mal, Berichte, die man anpassen kann? Wie sieht das jetzt in den nächsten Jahren aus? Wir haben diese Arbeit jetzt in diesem Jahr begonnen und hier zum Beispiel ist die Studie für mein Korridor. Hier findet zum Beispiel jedes Mitglied im Parlament aus den 9 Ländern, mein Korridor betrifft 9 Länder, ja, alle Informationen über die heutigen Flüsse des Verkehrs. Wie viele Passagiere sind unterwegs, wie viele sind grenzüberschreitend unterwegs, wie viel Ware ist unterwegs, wo ist das Problem für Athen zum Beispiel, damit die Ware rausgeht. Man hat ja auch die Korridore, die von Nord nach Süd gehen, die durch Luxemburg gehen, wo man morgen sagen kann, gut, was ist hier zu verbessern? Wie kann ich grenzüberschreitend morgen ein Signalisierungssystem, was besteht, einführen, damit wir morgen nicht mehr die hohen Kosten haben für eine Lok, die in Belgien anerkannt ist und die morgen nach Luxemburg fahren wird. Das sogenannte ERTMS-System, das progressiv in Europa eingeführt wird, wird dann finanziert. Dieser Bericht zeigt die Lücken auf. Wir werden jetzt, und der ist jetzt fertig, ich mache jetzt als Koordinator einen Bericht für die Kommission und für die Länder, wo ich sage, aufgrund des Berichts würde ich eine Priorität da und da setzen, damit der Korridor funktioniert. Dieses Dokument steht ja dann auch den Abgeordneten ab März bereits zur Verfügung. Und das wird dann diskutiert und da kann jeder Abgeordnete auch in seine Region gehen und sagen, hör mal, wir planen bei uns die und die Investition. Und was für mich immer wichtig ist, das ist, dass man nicht mehr über Geld spricht. Und ich habe es auch den Griechen gesagt, wenn wir 520 Millionen in Griechenland investieren, dann rechne ich sehr schnell gerechnet, sind das fast 250 Millionen Löhne. Und 250 Millionen Euro Löhne, das sind x-tausend Arbeitsplätze für die nächsten 5, 6 Jahre. Und das ist der Mehrwert auch im Transport, in der Mobilität. Ich sage immer, da investiert man zweimal. Das erste Mal investiert man, weil man Arbeitsplätze schafft, wenn die Infrastruktur gebaut wird. Und das zweite ist dann der Mehrwert für die Region, wenn die Mobilität besser wird. Denn viele Industriezweige fragen zuerst mal, bevor sie sich niederlassen, wie komme ich hier mit meinen Produkten an, wie kann ich sie bekommen und wie kann ich meine Produkte weiterbringen. Also die Mobilität ist auch ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. So gesehen. Es ist sehr gut, dass du den Beschäftigungseffekt da angesprochen hast. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie die Leute, die Zuschauer, die wissen ja mit wirtschaftlichen Zahlen, sage ich mal, so viel Prozent von Bruttoinlandprodukt oder so viel Millionen Euro. Aber was schlussendlich zählt, ist auch die Anzahl der Beschäftigten. Und du hast das sehr gut erklärt, diese zwei großen, nicht Probleme, sondern die zwei großen Herausforderungen, Resultate eigentlich. Erstens mal kurzfristig Arbeitsplätze schaffen und dann sich wirtschaftlich aufstellen, um später wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Statement, ein gutes Signal, was du da setzen willst und auch, sage ich mal, immer wieder diesen Punkt in den Vordergrund rücken willst. Ich denke, ich war froh, dass du mir ganz kurz, wir haben leider nur 10 Minuten Zeit, ganz kurz ein bisschen erklärt hast über diese Netze.
Wir werden mit Sicherheit in Verbindung bleiben. Wir werden mit Sicherheit noch mal zusammenkommen, um vielleicht im nächsten Jahr oder ein Jahr später, um Bilanz zu ziehen, sage ich mal, dass du vielleicht dann konkret auf die Probleme eingehen kannst, die es noch in einzelnen Ländern gibt. Ich denke mir mal, dass das jetzt seinen Lauf nimmt, dass das auf einem guten Weg ist, auf der guten Schiene, sage ich mal, und dass wir mit Sicherheit noch auf Probleme stoßen, die vielleicht im Moment noch nicht so sichtbar sind und die dann später vielleicht, dass wir das noch mal diskutieren können. Ich bedanke mich herzlich und ja, ich wünsche dir genau wie den Zuschauern glückliche Adventszeit, glückliche Weihnachten, dir und deiner Familie und vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich Leute, vielmals merci für das Nachgucken und bis die nächste Woche von Straßburg. Herr Dia, merci.